erzählen, angefangen zu erzählen, bla bla, über irgendwelche nach damaligem mein Wissensstand, das war eine Nahrungsergänzungsmittel auf Krautbasis. Ja. Das habe ich verstanden, weil ich nicht zugehört habe. Bis der Zeitpunkt, dass er mir gezeigt hat, dass er nach 6 Wochen, nach 40 Tagen, bekommt zwischen 400 bis 600 Euro am Tag, wo der ganze Einsatz war seine 225 Euro nach heutige neue Eintrittsgebühr. Ja? 225. Was schätzen Sie, diese Zahl haben wir bewegt. Moment, Eugen, bist du. Werde wach, guck mal doch, was für Zahlen sind da. Ab dem Zeitpunkt war er ein bisschen wach. Und nachdem dass er mir gezeigt hat, dass in seiner Struktur nach 40 Tagen 601 Personen war, da war er komplett wach. Das könnte ich auch sagen, das war ja der Steuerberater, der keine Ahnung hat vom Geschäft, von Finanzen. Wenn jetzt aber die Hausfrau kommt, die noch nie was verkauft hat, dann kann der Ecke noch Ahnung. Okay, erstens, die Steuerberater, der hat keine Ahnung vom Vertriebsaufbau, glaube ich. Aber Adressen hat er. Adressen. Aber das heißt nicht, dass die richtige Adresse, erstens. Ich kann das wieder widersprechen, okay? Aber zweitens, ich fange nochmal von vorne an. Aber andersrum gesehen. Schauen wir mal, du willst ein Haus bauen. Erster. Okay? Natürlich. Zum Beispiel, du hast jetzt Grundstück, die Baufirma hat dir, oder Bauermann hat dir schon gebracht die Steine, ja? Und du darfst die Steine aufeinander liegen, ja? Holst du die Hausfrau dafür? Zum Steine schleppen, ja. Zum Schleppen, aber nicht zum Legen. Okay? Wenn du 2 schon geholt hast zum Schleppen, wer soll das Steine legen? Einer, der das versteht. Ja. Einer, der das versteht zum Mauern. Und wenn du das 20 Hausfrauen bringst, die davon keine Ahnung hast, wie viel brauchst du, dass dein Haus irgendwann vielleicht steht? Aber wenn man es wieder so sieht, der Steuerberater ist ja nicht umsonst an ihn gegangen. Er hat ja auch keine Hausfrau angesprochen, sondern direkt ihn, weil er wusste, um was es geht. Aber er war kein Schleifer mehr. Ja. Ich war kein Schleifer, deswegen gehen Sie auch nicht zum Schleifer. Oder gehen Sie nicht zum Hausfrauen. Wieso müssen Sie zum Hausfrauen gehen? Aber es geht ja auch um. Schauen wir mal, du sagst, ich brauche eine frische Friseur, Nee. zum Beispiel. Für Frauen haben Sie sowas manchmal. Die dürfen nicht ein bisschen Friseur schön zu machen. Ja? Da gehen Sie zu seiner Nachbarin, sagt, da ist die Schere, willst du nicht an mir ein bisschen probieren? Machen Sie sowas? Nee. Ne, wieso? Die muss doch auch seine Chance im Leben haben, oder? Ich könnte mir ja auch das beibringen, Haare zu schneiden und wirke sehr seriös als ungelernter Friseur und dann schneide ich ihm die Haare schief und krumm. Aber erstmal hat er mir abgenommen, dass ich ihm die Haare schneiden könnte. Also sprich, ich werde damit sagen, dass man selber sein Auftreten mal überprüft, wie man selber an die Sache rangeht, wie man sich selber... Warte mal, ich frage zuerst deine Einstellung. Wie du, das Genau. ist die zweite Sheet. Erste Sheet. Willst du, dass an deinem Haus jemand bastelt, ohne Ahnung hat? Willst du, dass an deine Haare jemand aufbastelt, keine Ahnung hat? Willst du, dass an deinem Auto, kommst du zu mir, ich bin, erinnerst du, ja? Entschuldigung, habe vorgestern ein Autohaus gekauft. Ja, ich habe keine Ahnung davon, aber Leute sagen, das kann man Geld bringen. Möchten Sie, Sie kommen zu mir und sagen, ja, was möchten Sie? Ölwechsel machen. Ja, kommen Sie rein. Gestern war auch ein Kunde, der wollte Reifen wechseln. Ich habe ihn gewechselt, ich habe nicht mal von der Hof geschafft. Ich habe schon alle Reifen verloren. Ja, jetzt kommen Sie rein, jetzt probiere ich an Ihre Motorrad ein bisschen basteln. Darf ich ein bisschen was zudrehen, vielleicht arbeitet besser danach. Möchten Sie? Und jetzt stellen Sie mal vor, das ist Ihre Business-Auto. Ich meine, das, was wir Business nennen. Ja? Und jetzt lassen Sie jedem an Ihre Sportwagen schrauben. Was meinen Sie, wie weit fährt er? Die andere sagt, wieso immer runde Räder muss sein? Ich will dreieckige Räder, zwar 3 Stück. Und wieso nur eine Handbremse im Auto? Ich will an jedem Rad 5 Stück anbauen. Wie weit fahren wir da?
Verstehen Sie, was ich meine? Ja, und der andere jetzt, den ich hier anspreche, der fragt ja auch, was mache ich denn? Wenn ich sage, naja, ich bin auf dem Bau tätig oder ich bin Friseur normalerweise, dann sagt er auch, der will mir ein Geschäft anbieten, was sich auch sehr interessant anhört, ja, sehr lukrativ, ist vielleicht interessiert, aber sagt sie, naja, aber ich weiß nicht, was der davon versteht, ja, der ist ja das selber eigentlich gar nicht. Dann kommt man aber wieder dasselbe zurück, was er vorhin genannt hat, dass man seinen Sponsor dazu nimmt. Dem den Beispiel zeigt. Wie hat es der andere gemacht, wenn man selber noch nicht so weit ist. Also dieses glaubhaft, ja, was ja vorhin die Frau vorne gesagt hat, ja, wenn die das dann nicht glauben, muss ja auch glaubhaft rüberkommen. Aber dafür muss ich das lernen, bevor ich zu Leuten gehe. Um das geht's. Erstens, zu wem ich gehe, ja, ich muss mir überlegen. Und bevor ich zu diesen Leuten gehe, ich muss mich Profi machen. Und bei uns Profi ist das 70 Sätze. Ich mache immer Beispiel, stellen Sie mal vor, Sie kommen zu Mercedes, kennen Sie so eine Firma, ist ziemlich riesig, ja? Und kommen Sie rein und sagen Sie, ich möchte, im Mercedes kommen Sie rein, im Einstellungsbüro, und sagen Sie, ich möchte bei Ihnen arbeiten. Und zwar, ich möchte 15.000 bis 20.000 Euro im Monat verdienen. Was meinen Sie? Welche Frage bekommen Sie als Erste? Ja, was können Sie denn? Erstens, ja, was können Sie? Sagen noch nichts. Stellen Sie mal. Nee. Stellen Sie mal vor, auf die Firma Mercedes sagen, okay, können Sie noch nichts, verstehen Sie, verdienen Sie auch so viel. Weil Sie kosten auch so, wie viel? Nichts. Verstehen Sie? Jeder kostet uns so viel, wie er wert ist. Aber jetzt Mercedes sagt, bitte schön, wir geben Ihnen eine Chance. Lernen Sie bitte auswendig 70 Sätze. Und die alle sagen, nee, das ist viel zu viel für mich. Kann ich so im Laufe des nächsten Jahres irgendwann lernen, aber so probiere ich zuerst ohne Lernen, ohne Vorbereitung. Ist das geht? Verstehen Sie, was ich meine? Wenn jemand heute oder morgen diese Sätze für sich aufschreibt, das ist der erste Punkt, muss man aufgeschrieben. Der zweite, auswendig gelernt. Das dritte ist meine Empfehlung. Nehmen Sie sich auf Ihre Handy auf als Video, wie das alle anderen Menschen erzählen. Ja? Erst in schlechten Tagen glauben Sie, Sie haben eine die beste Komödie auf diesem Planeten. Ja? Können Sie immer ein bisschen nachschauen und lachen. Wie haben Sie das damals angefangen? Also es wird die beste Komödie. Aber wenigstens von Seite sehen Sie, was Sie erzählen. Wenn Sie nächsten Tag diese Video anschauen, bitte stellen Sie sich die Frage, ob Sie selber verstehen, was da vom Telefon erzählt Ihnen. Und wenn Sie selber nicht verstehen, wieso erwarten Sie, dass die anderen müssen verstehen? Oder? Wenn ich mich sehe, ich verstehe nicht, was ich selber labere, oder? Nehmen Sie bitte auf Video, was Sie erzählen andere Leute. Dann verstehen Sie, wieso die anderen Menschen verstehen das nicht. Oder? Und das ist viel Arbeit, viel Aufwand, 70 Sätze zu lernen. Aber viele nicht bereit, das zu machen. Da brauchen Sie nicht auf den Erfolg warten. Irgendwann klappt natürlich. Ja? Erste. Zweitens, solange wir das nicht gelernt haben, nicht auswendig lernen, glauben Sie mir, dann werden Sie mit Hemmungen die Leute angehen. Mit Ängsten, mit Hemmungen, weil sie sind nicht vorbereitet. Wenn Sie aber auswendig lernen, diese Sätze, es sind nur 70 Sätze, dann Sie werden professionell auftauchen. Verstehen Sie? Weil ihr seid danach professionell, weil es gibt nichts mehr zu lernen. Stimmt doch? Dann werden Sie auch professionell wirken, oder? Weil er kann Ihnen keine Frage stellen, wo Sie keine Antwort haben, weil sind Sie vorbereitet. Stimmt? Und wenn Sie das auswendig lernen, dann sprechen Sie auch viel bewusster, oder? Weil Sie wissen, über was Sie reden jetzt. Was meinen Sie, spüren die anderen Menschen auf anderer Seite, mit wem Sie reden, ob Sie vorbereitet sind oder nicht? Spüren Sie es sofort, ja? Ich sage, ich mache mein Lieblingsbeispiel. Wissen Sie, dass das zum Spüren bekommt, ja? Darf ich das ein bisschen nehmen, ja? Wissen Sie, vor einer Woche war ich auf einem Seminar.
Aber alle Chirurgen, ich kann diese Wort nicht aussprechen. Verstehen Sie, was ich meine? Chirurg. Okay? Richtig, ja? Cool. Ich habe wenigstens mal geschafft. Ich habe festgestellt, die sind alle Chirurgen, die verdienen alle 25.000 bis 30.000 im Monat. Cool. Oder noch mehr. Gibt's schon. Das ist unrelevant zur Zeit. Okay, 25, 30.000, wurde auch. Deswegen habe ich mir vorgestern ein Buch gekauft. Das nennt man Chirurgie. Oh. Ja? Skalpell war dabei. Ich habe schon Vorwort gelesen. Dafür können Sie experimentieren? Nein? Ist das nicht das Gleiche, was wir tun? Ich habe gestern gehört über eine Idee, keine Ahnung, noch nie ganz selber auseinandergenommen, aber ich möchte diese schon an dich weiter erzählen. Vielleicht klappt das. Gut. Also an erster Stelle, wir müssen natürlich selbst verstehen, was ist das Crowdfunding. Zweitens, wir müssen verstehen, was ist das Strukturvertrieb. Und das wissen, das ist bei uns nichts anderes als Crowdfunding plus Strukturvertrieb. Ja? Ich male immer so, weil viele stellen mir, nicht viele, bei mir ist gerade andersrum ganz wenig, viele sagen, ja, das ist Crowdfunding, ich erkläre Crowdfunding, ja? Plus Strukturvertrieb, ja? Wie kann man das auf das Schneeballsystem kommen? Ja? Und wenn ich das so erkläre, dann kommt bei mir das. Kann ich. Niemand stellt mir Frage diese, weil ich erkläre das von vorne. Das Crowdfunding ist ein offizielles System, oder? Ja. Es gibt es weltweit, oder? Wird tausende Projekte finanziert, oder? Jeder Verein lebt davon, oder? Schauen Sie mir, jede Volksbank gibt es das, oder? Eine Sparkasse jede, oder? Und es gibt sogar eine Kakaoausbildung auf Crowdfunding Management. Ja? Mit Crowdfunding gibt es viele Wege, das zu vertreiben, oder? Und das Information zu bringen. Erster Weg, wir können 1000 Mails schicken. Können wir, ja? Spam nennt man, oder jetzt? Wir können zweite, nehmen ein paar Plakate und gehen wir alle auf die Königstraße. Dass jeder aufmerksam wird auf unsere Projekte, vielleicht spendet ihr. Das ist auch zeitaufwendig, oder? Die dritte Möglichkeit, machen wir zigtausende Flyers und schicken wir das an jedes Haus. Könnte auch ein bisschen klappen, oder? Aber der effektivste Weg ist das vierte Weg, Network Marketing. Ist das offiziell? Network Marketing, ist okay? Ist das offiziell? Schauen Sie mal, Mercedes baut seinen Verkaufsvertrieb von Angestellten auf dieses System. Provisionsbasis Prozent vom Umsatz abhängig. Und zwar, ihr dürft auch Käufer annehmen, mit denen von ihrer Provision Teil abgeben. Was ist das? Das Network Marketing, oder? Die Porsche macht das Gleiche. Verstehen Sie? Die steigen immer mehr auf Network Marketing, Strukturvertrieb. Stimmt? Was heißt es auch? Tausende Firmen gibt es davon, oder? Aber wenn es das eine mit anderen verbunden, wieso ist das was gefährlich ist? Wenn ich so mit Leuten spreche, dann ist das ruhig. Das ist die, wissen Sie, das ist eine von diesen 10 Fragen. Stimmt doch, oder? Was könnte auftauchen? Ja. Was meinen Sie von 10, wenn Sie so antworten, wie viele Leute werden ruhig und schauen Sie dann mit anderen Augen? 9. Eine bleibt immer. Stimmt doch. Also sollte es so bleiben, oder? Wir haben kein Ziel, jedem zu bereden. Das ist die Frage, möchten Sie Ihre Umwelt helfen oder sich selber reich machen? Die Umwelt. Mit beides. Also sagen wir mal. Das geht nicht, Sie müssen eine Entscheidung treffen zwischen die zwei. Überlegen Sie, was möchten Sie? Haben Sie mich verstanden, was ich gefragt habe? Ja. Ja. Was möchten Sie? Umwelträte, die alle wer außenrum euch gibt, oder sich reich machen?
Sich reich machen, das kann man reich. Durch das ich reich geworden bin, kann ich danach andere retten. Und zwar nicht mit dem, dass ich Geld denen gebe, sondern ich lerne, wie die da zu diesem Punkt kommen, oder? Stimmt doch, oder? Deswegen, Sie müssen am Anfang Ihre Umwelt in die Ruhe lassen. In die Ruhe lassen. Okay.